Ich bin wirklich stolz auf dich, Kate. Oh, bitte nicht. Ich mein's ernst. Natürlich gebührt mir ein Teil des Ruhms, aber... Du bist hier in deinem Element. Du warst immer dazu bestimmt, ein Avenger zu sein. Ja, Eine Weile war ich nicht sicher. Aber trotz allem, was wir durchgemacht haben, trotz all unserer Fehler, das ist die dämliche, kaputte Familie, für die ich kämpfen will. Soll das heißen, dass du bleibst? Ja, ich bleibe, Mann. Okay? Und sorry, dein Zimmer kriegst du nicht zurück. Ich bin mit der Couch völlig zufrieden. Außer dieser Couch. Ist das die Couch? Willkommen beim Kampf, alter Freund. Schön, dass du wieder da bist. Ja, dasselbe könnte ich auch sagen. Kannst noch gar nicht glauben, dass du lebst. Dich kriegt man einfach nicht kaputt, Cap. Schön, dass du da bist. Jetzt wird endlich keiner mehr fragen, wo Hawkeye ist. Was Tony eigentlich meint ist, wir haben dich vermisst, Clint. Kitschig, aber wahr. Danke, Leute. Ihr habt's in die Hand genommen, während ich weg war, was? Natürlich. Aber Berichte von der Zukunft, Barton. Welche Gefahren liegen vor uns? Okay, das ist nicht leicht zu verarbeiten, also habt ein bisschen Geduld. Moment. Das ist der Roboter aus San Francisco, der von MODOK kontrolliert wurde. Er ist außerirdisch. In der Zukunft werden wir von einem Kriegervolk angegriffen, das Kree heißt. Eine Invasion, die das Ende der Welt bedeutet, wie wir sie kennen. Also Monica, die Monica der Zukunft, arbeitet mit Nick Fury zusammen, um die Welt zu retten. Sie baut eine Art Waffe. In der Zukunft ging ihr die Zeit aus, also wollte sie in die Vergangenheit bringen, um sie fertigzustellen. Das erklärt den ganzen Tarionen-Ärger der letzten Wochen. Wann wird diese Kree-Invasion stattfinden, Clint? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann sie kommen, nicht mal warum, aber ich weiß, dass wir hoffnungslos unterlegen sind, wenn wir nichts unternehmen. Fury hat Monica überredet, mich in die Zukunft zu schicken, um ihm zu helfen, aber als ich ankam, sagte er, dass wir den Krieg verlieren. Er wollte, dass ich zurückkehre und euch warne. Wir alle müssten jetzt anfangen, uns vorzubereiten. Und das werden wir. Sag uns, wo wir anfangen sollen, dann legen wir sofort los. Ja, also wir können, also... Oh nein. Clint! Bruce! Holt Sanitäter, schnell! Komm schon. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Clint. Sieh mich an, Barton. Clint? Das ist natürlich ein ganz mieser Cliffhanger, aber sowas von mies. Einfach rausgeschmissen und gesagt, ja, das war's, tschüss. Vor allem sind sie da zurück ins Hauptmenü. Okay, das mit den Kree, das war irgendwie absehbar. Wir haben so irgendwie einen Roboter von den Kree gesehen, ja, damals bei Kampagne Teil 1 Zusammenführung. Und vor allem, die wussten ja, dass es die Kree sind. Das war das, was mich ein bisschen verwundert hat, dass sie überhaupt wissen. Okay, jetzt hier Kampagne 2 abgeschlossen. Die Frage, ob man damit noch weitermachen könnte. Was eigentlich mit Hawkeye ist, hier. Hawkeye ist zurück und nun müssen sich die Avengers in einer unsicheren Zukunft stellen. Neueste Waffe ausschalten. Klingt eigentlich schon so, als in der Gegenwart. Also Stand hier, Ende von Teil 2, Aim im Visier, dass eigentlich hier weitergehen würde mit Future Imperfect. Oder aber... Eben, wir spielen die Ereignisse, die Clint da erlebt hat. Wobei er hatte gesagt, von wegen, dass Fury ihn direkt zurückgeschickt hat. Und er war ja nicht so lange in der Zukunft. Also insofern... Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was hier noch abgeht. Irgendwas muss ich noch mal... zumindest das Ganze mal herumlaufen könnte. Das muss irgendwie drin liegen. Aber andererseits natürlich auch klar, dass er irgendwie auf Clint selber nicht zugreifen kann. Weil er ist ja hier noch nicht spielbar. Es kommt erst mit der nächsten... Ihr wisst schon, das war irgendwie klar, dass irgendwie so... Das irgendwie so lösen müssen, jetzt mal. Wie war das jetzt eigentlich schon wieder? Ob ich den Charakter eigentlich switchen kann? Ja, mein Marktplatz wollte ich gerade nicht. Ich habe noch nichts freigeschaltet, irgendwie ein neues Ding. Da hat jetzt eigentlich, hey, jetzt bin ich ja eigentlich soweit. Ja, okay. Irgendwie schon mal die Story durchgespielt. Nee, davon habe ich nichts freigespielt. Ja gut, dann halt
So, was haben wir hier Schönes? Noch ein paar Klingen. Ich würde sagen, wir können Katie trotzdem noch ein bisschen upgraden. Das würde ich jetzt auch nochmal machen. Und ansonsten, glaube ich, hat sich hier eben nicht so viel jetzt verändert. Warte mal, jetzt haben wir hier irgendwie... der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Befähigung, Widerstandskraft, ja. Natürlich ist der ja generell stärker, sage ich jetzt mal. Also der macht sich stärker, sag's mal so. Wir haben bereits 2 Boosts drauf. Klar, wir haben hier Überladengeschoss. Höherer kritischer Schaden, während Überladen aktiv ist. Das ist natürlich schon geil. Er hätte mehr Power drauf. Das ist halt die Frage, welchen nehme ich jetzt hier? Doch mal behalten und gucken, was wir noch daraus machen können. So, jetzt kommen hier natürlich auch die stärkeren Waffen. Das war auch absehbar. Heißt aber, ich kann hier trotzdem noch ein bisschen boosten. Ich würde mal sagen 44 ist eigentlich eine schöne Zahl. Ja, bei dem eigentlich kann hier auch beide boosten. Also mal auf 40, wenn wir da schon mal ziemlich identisch sind, dann der ist ja von so gesehen eigentlich auch schon fertig upgradet. Der ist jetzt, vielleicht ein generell stärker, aber so, Moment. Erstmal die Schwächen müssen weg, damit er das Ganze mal kurz kontrollieren kann. Okay, das war der auch schon voll ist. Und hier haben wir natürlich jetzt 2 neue boosten können. Da ist noch Präzision, da haben wir Macht. Mal den ausrüsten. Ist Katie eigentlich schon mal ziemlich stark dabei, würde ich mal behaupten. So, die sind zu schwach oder haben zu wenig Boost drauf. Die kommen ja halt auch schon wieder in die epischen rein. Das heißt, der kann eigentlich auch da weg. Der hier ist gar nicht mal so schlecht ein. Kann er mal kurz auf Weiß schalten. So, dann haben wir natürlich auch wieder einen epischen mit 42. Wobei der ist zwar legendär, hat aber jetzt auch nicht so viele Boost-Dinger. Ich sage, machen wir mal den wieder rein. Genau 44. So. Dann haben wir Katie schon mal ziemlich krass geboostet, wenn ich das mal so sagen darf. Oder mit dem hier zum Beispiel. Hier haben wir die gleiche, wenn man so will. Ist einfach, warte mal. Die gleichen Gegenstände halt. Kann ich natürlich auch noch ein bisschen boosten. Das ist gar kein Thema. Gar kein Problem vor allem. So, nehmen wir die auch schon mal da drauf. Was haben wir hier noch Schönes? Schattendasein. Aktive Unsichtbarkeit, aber natürlich jetzt bei ihr ein bisschen doof, Katie, weil sie ja gar nicht unsichtbar ist. Also was hat sie ja gar nicht, die Fähigkeit selber. Diese bei Natascha. So, und hier jetzt 2 Fähigkeitenpunkte neue. Gut, das ist relativ simpel. Disruptor-Pfeil aufladen oder perfektes Zielen. Ich mach mal den hier, komm. So. Wir haben das mit der Kosmetik irritiert noch ein bisschen, dass wir da jetzt noch nicht irgendwas Neues haben, aber gut, shit happens. Was ich mich jetzt frage. Wir haben hier die Missionsreihe, wo ich gesagt habe, mache erst ein anderes Mal weiter. Wir haben hier neue Dinge, die auch irgendwas mit der Zukunft offenbar. Oder nur zeitabhängig, okay. Missionsreihe von Kate. Operation MVC abschließen, Missionsreihe Kate Bishop Training abschließen, haben wir auch gemacht. Die anderen sind noch bestätigte Gegner mit Teleportangriffen, okay. Haben wir jetzt hier, oder hätten hier eigentlich noch irgendwas zu tun? Nur mal so, by the way.
Triff Hank Pym und rette Hawkeye. Hatten wir eigentlich schon gemacht. Das heißt, ich kann die Story nochmal nachspielen? Also die letzte halt. Oder ist es ein Bug? Gut, das sind ja eigentlich all diese Missionspunkte, die wir hatten mit Katie. Und dann kann ich einfach die generell nochmal spielen. Die haben mir angezeigt, wo sie eigentlich waren. Okay, eigentlich auch nicht schlecht. Anders gesagt, durchaus interessant, da will ich gar nicht irgendwie was anderes sagen. Das ist mir jetzt gerade noch interessiert. Ja, danke schön. Hier haben wir die Kabinen. Ja, und Kate hat ihre eigene Kabine. Jetzt definitiv. Warte mal. Hat Hawkeyes Kabine oben? Vor allem die Crew hat ein einziges Zimmer. Mehr nicht für die ganze Crew. Captain Rogers. Kamala. Gut, wir können hier mal ganz kurz nachgucken, was hier so abgeht. Jo, das sieht nach dem Zimmer von Kate aus, definitiv. Da sieht man, dass bei Clint irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein genereller Grafikbug ist, sondern das soll so. Das haben wir vorhin ja gesehen, dass bei Clint irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, dass irgendwie so Phasen verschoben ist oder so. Die Haare sind plötzlich nachgewachsen, okay. Plötzlich längere Haare. Die Musik ist auch ein bisschen bedrückend. Frag mal ganz kurz, ob jetzt irgendwie ein anderer noch hier anwesend ist, oder... Das war's, kein Kommentar, nur stöhnen. Okay, ist ein bisschen schwach, Freunde. Ganz ehrlich. Heldenterminal. Macht auch Sinn? Okay, die ist zwar theoretisch fast die stärkste. Gar nichts mehr mit Macht, hey. Krass. Und Cap und Kamala schon fast die schwächsten, ne? Da sieht man schon mal, was da irgendwie... was ein bisschen ausmachen, ein bisschen mehr mit dem Charakter ausgerüstet ist und ja, gut. So dazu. Okay, Freunde, dann soll es mal gewesen sein fürs Erste jetzt hier mit Kate. Ich meine, klar, wir können die Mission nochmal machen, das ist auch schön und gut, will ich jetzt aber eigentlich nicht. Hi, Kate. Ich brauche Zeit bis zum nächsten Code Grün. Es hat sich sehr viel Laborarbeit angesammelt. Ja, mit seinem Code Grün. Gut. Was wir gesehen haben und auch schon mal erwähnt hatte, war ja, dass plötzlich nicht mehr 100% ist bei, ihr wisst schon, hier, Teil 1 Zusammenführung, was ein bisschen irritiert hat. Und ganz ehrlich ist klar, wir fangen jetzt nicht mehr mit Future Imperfect, dem dritten Teil an, der kommt ab dem nächsten Mal. Wieso verfügbar? Guck mal noch hier, was eigentlich jetzt so abgeht, warum das hier nur 92% ist. Wo ich was vergessen habe. Worauf sich das Ganze bezieht, ich sag's mal so. Herz des Monsters, geht's darum? Missionskraft plus 7, also. Das eigentlich eher mit der Story selber zu tun. Aber es sieht so aus, als hätte das hier, die 100% und so, da mit einzelnen Charakteren zu tun. Ne? Und das ist eigentlich die einzige Mission, die aktuell noch fehlt. Und wie gesagt, wir haben hier natürlich auch noch ein paar, viele Dinge. Aber bei Hulk ist halt das einzige Mission, ja, Herz des Monsters, was wir aktuell machen können. Weil die anderen Dinge und so, was die einzelnen Charaktere betrifft, das ist zum Beispiel, ja, Trainingsübungen und so.
Und du hast vorher, dass es irgendwie halt auch ein Update vom Spiel gab und deswegen das neu bewertet wurde und dass die halt dazugehören. Auf alle Fälle ist krass. Krass, krass, krass. Kann man nicht anders sagen, Freunde. Der unglaubliche Kate Bishop. Ja, die Mission mit Tiger wäre natürlich eigentlich schon cool zu machen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Vorausgesetzt, das stimmt jetzt, dass das Ganze in eine letzte, oder weiß letzte, noch in eine Folge packen kann. Ne? Insofern, dass wir jetzt irgendwie sagen, doch, wir sind hier bei aktuell 15 Minuten. Das heißt, wenn noch 5 Minuten Rest übrig, das würden wir so ganz sicher mal hinkriegen. Da heißt, wird es vermutlich eher ein bisschen anders schneiden und so. Und ja, weiß doch auch nicht, hey, ist doch einfach beschissen, Mann. Bunker-Einführung abschließen. Irgendwas noch anfangen, weiß ich nicht, ey. Guck mal, ernsthaft, wie irgendwo hier das mit Bunker-Einführung ist. Was doch nicht so eine Mission war. Wie war denn das genau? Missionsreihe, so eine weltweite Offensive. Statt 1 Schildlager plündern. Schildlager plündern? Du musst einfach in die Schildstation gehen und dort was klauen oder was? Das hier Mission böses Blut abschließen. Aber Taskmaster ist eigentlich eher der Feind von Widow. Hat er irgendwo böses Blut? Weiß ich gar nicht mehr. Sind wir auch nichts? Sind wir hier schon wieder? Ganz ehrlich, Freunde, wo soll diese Mission böses Blut sein? Warte mal nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett gaga bin, also noch mehr als sonst schon. Mission Herz des Monsters abschließen, so. Schurkensektor abschließen. Die Frage, was mit Schurkensektor gemeint ist. Also konkret meine ich jetzt, Dachioninformationen. Es müsste eigentlich schon, ja, die Mission sein, die auch so aussieht. Harmtraining Widow. Vor allem irgendwo anzeigen kann ich ja auch nicht. Aber wir haben hier definitiv Mission böses Blut. Das heißt, wenn ich hier Herz des Monsters habe, müsste ich ja auch böses Blut irgendwo haben. So, das war eine andere Mission. Mal gucken, was für ein Symbol das hat, wa? Ja, eine Schildmission, also insofern. Da muss eine Schildmission über Schild gucken, kann eigentlich nicht sein, das wäre ein bisschen creepy. Das ist mir einfach generell ein Tag angezeigt, ich müsste eigentlich noch ein bisschen warten, bis es funktionieren würde oder so. Kein Plan. Moment. Also wenn ich wieder. Hoffentlich ist Ihr Morgen besser als meiner. Das war gemacht. Trotzdem wieder. Also wir haben nicht irgendwie große Kampagne geändert oder so. Ich bin trotzdem noch hier in der Kampagne, die ich schon immer war. Also schon immer. Sagen wir mal Teil 2,
Dauer halt 100% habe. So weit, so gut. Ja, kurz das Kamala drin. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwas noch haben. Dort war hier so ein bisschen was los, Neues. Gott, ich habe mit Kamala schon so lange nichts mehr gemacht. Halten klingt immer gut. Den kennen wir auch. Ja, passt erstmal. Bei ihr mit den ganzen Dingern wäre vielleicht besser, wenn ich da was Neues kaufe. Mehr Gruppierung ist XP für Shield. Ja, ist klar, Alter, ist klar, ist klar. Ja, und da 2 legendäre. Komm, mach trotzdem mal den. Und schön boosten. Die Weste. Die beiden können weg. Jetzt ist tatsächlich nichts Neues. Ah, jetzt kann ich zumindest mal upgraden. So. Jo. Insofern jetzt auch nicht wirklich schlecht. Was haben wir hier? Nachtgalaxie. So ist das eigentlich, ja. Na komm, machen wir das hier. Steht sicher auch gut. Jo, das passt. Soweit zu ihr. Wir gucken uns mal Hulk an, was bei Hulk aktuell Neues gibt. Bei ihm ist irgendwie immer das Gleiche. Stark Tech. Oh, passt eigentlich. Kannst du nicht groß meckern jetzt. Sondern Heldenpunkte. Wenn Rambock verwendet wird. Oh, das passt bei ihm ganz gut. Schwerer Angriff Upgrade. Power Angriff Upgrade. Sowas zu kombinieren bei ihm passt natürlich immer sehr gut. Ja, aber die Dinger, Hulk war ja eigentlich schon relativ stark. Ja, bei ihm fehlt sowieso noch irgendwie noch ein paar Dinger. Geile Dinger halt. So viel hat er jetzt hier eigentlich auch nicht. Mach bei ihm mal den hier, komm. Und als Brucey. So. Suchen wir mal noch den guten Tony. Er ist der einzige Held, der einfach mal so da ist. Also eigentlich doch Kampfuniform, sag ich jetzt mal. Und Bruce. Ja, Bruce. Nein, Moment. Entschuldigung, falsch. Bruce ist der einzige, der halt einfach in seiner Nicht-Kampfuniform rumschleicht. Sagen wir es mal so. So. Noch ein bisschen boosten. Ich glaube, Tony sein, der jetzt noch ein bisschen nötig. Obwohl, ja, komm, wir haben genug Dinger. So. Wir machen es ein bisschen länger vor uns, will ich echt mal allen noch ein bisschen upgraden. Danach ist sowieso Feierabend. In diesem Part standen wir dann, wie bereits erwähnt, mit Teil 3 der Kampagne. Der dritten Kampagne oder whatever. Kann man einfach belassen, so wie es ist. Epischen, legendären. Wir haben sonst eigentlich sehr viel Neues bekommen. Das stimmt, ab und zu ein Upgrade. Bei mir zum Beispiel auch nicht, okay. Gehen weiter, versuchen mal Thor Odinson. Die Dinger sind ja für alle gleich, wa? Interessant. Hauptartefakte, Nebenartefakte. Ja. Da haben wir eine legendäre Armschiene. Mal kurz durchrechnen, ne? Da kann ich jetzt noch 3-mal Boost draufpacken, wir haben 49.
Hier war natürlich theoretisch mehr. Aber ich habe dafür 3 Boosts generell drauf. Der Ausrüstungsvorteil plus Präzision und da war Tapferkeit 25. Kann man, glaube ich, jetzt so oder so sehen, was besser ist. Schwer. Pin-Partikel freisetzen. Komm. Ich bin mal so crazy, mach das mal. So. Aber nun Chance for fun. Mein Tor war es ja auch so. Asgards Macht, episch, ja, ja. Ja, zum Teil ein bisschen umswitchen, kann nicht schaden. So, der gute alte Captain America. Bei ihm lassen wir schon so, wie es gerade ist zum Outfit her. Ja, wie auch nichts Neues, sieht es denn hier aus? Auch eher mehr schlecht als recht. Aber hier haben wir nicht viel. Das gleiche Neue, sage ich jetzt mal. Kann man den drauf packen. Das war's mit Captain America. Kommen wir jetzt zur guten alten Black Widow. Bei ihr ist es natürlich ein bisschen anders. Ich meine, zum einen Outfit, müssen wir glaube ich nicht groß erwähnen. Wir haben das, was ein bisschen zu lederhaftig und vor allem auch zu glänzend ist, ehrlich gesagt. Und mir die Haarfarbe eigentlich hier besser gefällt, weil es wirklich sehr rot ist. Hier ein bisschen zu abgespaced. Bei Cap sieht es gut aus, bei ihr bin ich irgendwie nicht so sicher. So, bei aktiver Unsichtbarkeit, ja, der ist natürlich bei ihr prädestiniert. Außer ich hätte irgendwas übersehen oder verwechselt, dann wäre natürlich kacke. Wenn Geheimoperation aktiv ist. Ach du Scheiße. Was für ein krasses Teil. So. Hätten wir es damit auch. Gut, Freunde, will man sagen, das war's. Aber jetzt definitiv hier bei Marvel's Avengers. Ich weiß nicht, ob man irgendwie groß was machen muss, damit es nachher noch speichert. Ob es das automatisch gespeichert hat. Ich glaube schon, war. Ich glaube, sobald ein Charakter wechseln, müsste eigentlich speichern. Er kann ja sonst wieder zurück zu Kamala. Ja, speichert. Speichert. Gut, Leute. Dann also, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Marvel's Avengers. Dann machen wir Teil 3 der Kampagne. Future Imperfect, wie es so schön heißt. Und wir gucken mal, was wirklich so imperfekt daran sein soll, was genau passieren wird. Und eben natürlich auch das Schicksal von Hawkeye, wie das dann aussehen wird. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.